Een schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, dem du wie das für dich. Sie freue mich rum zu sehen. Hallo, fängt mal an. Wie immer, direkt schön Ried, ganz normaler Stuhl. Hallo, machen wir dann so viel Tisch. Aber wir versuchen wirklich ganz bewusst an die Yoga-Session heranzugehen. Das heute sind 20-25 Minuten für mich. Ich versuche, mir selber ein Cadeau zu machen. Wenn es mir besser geht, wird es den anderen auch besser gehen. Das kann nicht mehr helfen. Und so frage ich mich, wie geht es mit dem Morgen? Die etwas weh, in Hüft, mein Rheuma, egal was los ist. Aber wie geht es mir psychisch? Sind ich gut drauf haut, und ich ein bisschen Flamm oder viel Flamm? Alles ist möglich. Einfach wieder, wenn wir am Theater sind, okay, wie geht es mir heute morgen? Et machen wir Seelen, mit der werden gesehen, wenn das schon ein Wort könnt drauf legen, also geht es schon meistens wesentlich besser. Okay, und nun machen wir dann ab. Wir machen heute 2 Übungen aus dem chinesischen Yoga, das sind Purifikationsübungen. Da hat Gelegenheit für alles das, was ich noch black rosen möchte, wo du ein bisschen traurig sitzt, das jagen wir wirklich raus aus dem Körper. Die ganz Relaxübungen, ganz tus. Die echt üben wir für dich, ich weiß nicht, wie es geht. Und dann erkläre ich, dass wir für dich Osten, an der Süden, an der Westen, an der Norden, mit drehen dann auch den Stuhl. Okay? Ich weiß nicht, wie es geht. Das ist wirklich nicht schwierig. Anatmen, der über den Kopf, soweit es geht. Ausatmen, alles nur 4. Der Kopf ist schön relax und wir machen. Okay? Probier noch ein Keer. Anatmen nach oben, ausatmen nach unten. Okay? Seht ihr, manchmal, da gehen ich 3 Sekunden für zu überlegen, wo der Nosten ist. Der Nosten ist da, wo die Sonne abgeht. Okay? Das ist für mich die dritte Seite. Die muss eben gucken, schon der Stuhl ein bisschen gereckelt. Ist das okay, Sie dabei war? Und dann fängt man an. 3-mal machen wir es. 3-mal am Osten, 3-mal Süden, 3-mal Westen, 3-mal Norden. Das sind natürlich, ich setze mich dann Osten als Heim für mich, aber ihr werdet es daheim wieder könnt. Okay? Anatmen, ab, ausatmen. Anatmen, ab, ausatmen. Los, schön alles raus. Anatmen. Gut aufpassen, wenn man raufkommt, dass der Kinn schön auf der Brust bleibt bis zum Schluss und dann reicht der Kopf. Okay, du drehen wir den Stuhl Richtung Süden. Sorry, ein Katz am Hals. Wenn wir so weit sind, anatmen. Danach anatmen. Kopf schön auf Platz. Anatmen. Der geht so weit wie ihr könnt. Wenn ihr ein kleines Movement, das ist auch okay. Was wichtig ist, dass ihr anderen Teil auf die Knie oder auf den Bein. Weil die möglich ist für euch. Passt schön an, weil für euch möglich ist, okay? Heute geht es nicht zu riechen, das ist für euch. Wenn wir so weit sind, drehen wir uns Richtung Westen. Schön Füße ein bisschen ausnehmen, dass sie ein bisschen locker sind. Direkt nach dem schön Ried. Anatmen, Ärmel ab. Ausatmen nach 4. Anatmen nach oben, ausatmen nach 4. Und die letzte Keer anatmen, ab, ausatmen.
Okay, am Anfang war das Fleisch ein bisschen schwierig. Mit denkt dran, wie man der richtige Flamme hat, macht das schon eins, du. Man kann nicht das tun. Voilà, und dann Süden, und dann drehen die sich direkt. Das ist nicht leicht, aber das geht nicht anders. Die sitzt, wie der sitzt. Ich drehe den direkt. Und dann machen wir Richtung Süden. Anatmen nach oben, ausatmen. Anatmen. Anatmen. Wenn ihr so viel Comedy machen wie ihr wollt oder wie die Nachbarn nicht verdrohen, passt der Büssel auf die Nachbarn auf. Das heißt, könnt ihr auch im Büro machen, wenn ihr die Flamme benutzt. Das tut den eins die Flamme und das könnt viel. Oder wenn die Kinder wie man daheim zu viel verrückt gehen, 5 Minuten länger in einem Raum oder im Zimmer, also mir geht direkt besser danach. Wenn ihr müsst probieren, nicht kleben, werde ich so ausprobieren. Okay? Wir machen die Regel im Chéri, die Hände auf die Beine. Wir atmen so tief an wie es geht, nicht übertreiben, ausatmen so weit wie es geht. Wir benutzen nur 30% von unserer Atemskapazität. Und das geht beim Alter nicht besser, du willst das wichtig. Ganz bewusst, just nur am Anfang ein bisschen mehr anzuatmen, nicht übertreiben und auszuatmen. In der Zeit kann Täterin ganz ruhig bleiben. Das wird sich ein bisschen abgeregt an der richtigen Übung. Das ist übrigens am Yoga eine Postur. Ich fand, das klingt ein bisschen arrogant und plötzlich. Aber wenn ihr so weit seid, machen wir die zweite. Okay, Sie da machen wir anatmen in meiner Faust. Ausatmen. Die Lenkhand geht auf die Rechtsschulter. Anatmen, die Hände gehen ab. Ich gehe Hand auf den Kopf. Eine kleine Massage am Genick, an den Ohren. Ganz los, ganz relax. Wenn ihr so ist, so okay. Ja? Strecken ein bisschen, dann sieht ihr besser. Und ausatmen, becken ich mich noch 4. Und die Lenkhand geht auf der Tretbein nach außen. Und wir gehen schön rauf, so weit es geht. Wenn wir innen sind, die ein bisschen flexibel sind, können bis auf die Zähne gehen, die anderen Hände noch da, wo es nicht geht. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Und wir kommen ganz leicht längsamer rauf. Also am Anfang ein bisschen kompliziert, aber ihr werdet gesehen, wenn ihr den oder 2 Mal gemacht habt, es geht an Spezialisten. Und wenn ihr direkt die andere Seite anatmen, die 2 Hände so, ausatmen. Die Rechtsfaust geht auf die linke Schulter. Anatmen, die schön brav am Genick und dann noch ganz los. Und ausatmen, wir gehen auf 4, die Hände sind ab. Und die rechte Hand geht Richtung das Lenkbein nach außen, schön nach außen, nur am Meridien. Können wir demassieren, so weit wie es geht nach innen. Wir gehen über die Seite, wenn möglich. Wenn das nicht möglich ist, die melden dann der Mitte, wo ihr könnt, auch auf dem Niveau von den Knien, kein Problem. Andere Raum. Oder das Verstanden, wir machen nach 2 Mal auf alle Seiten. Wie gesagt, ganz relax. Wir haben dann an ihrem Rhythmus die natürlich verstanden, wie es geht. Spielt fest, schön im Boden, haut nicht kein Strömboden. Aber das muss ihr machen, wie ihr es fühlt. Ein Boden, das ist agreeabel. Wenn ihr an der Küche sitzt, ist das nicht agreeabel. Also, ein Teppich ist dann besser. Okay? Wir machen dann ein bisschen zusammen, wir machen 2 Mal nach alle Seiten. Anatmen, Hände so, ausatmen. Die linke Faust auf der rechten Schulter. Anatmen, mit die schön brav. Rup, ausatmen, nur 4. Richtung Bein.
Das dreht Bein und Bausen. Wir massieren die ganze Außerseite vom Bein. Wir kommen rüber. Auf der anderen Seite links. Rüber. Ganz los. Und nachher mal passt auf, können wir hinten, also lösen rüber. Dann sind ab. Aber wir jetzt spüren. Einmal direkt die andere Seite. Anatmen mit meiner Faust. Ausatmen die Rechtshand op die links Schulter. Ausatmen mit die Schulter hier rauf. Rechtsbein rauf. Die andere Seite. Linkbein rüber. Tipptopp. Wir atmen ein Kehr an, ein Kehr aus, ganz tief, soweit es geht. Und dann machen wir die letzte Kehr auf alle Seiten. Anatmen, Fausten so, ausatmen, die linke Faust op die rechte Schulter, ausatmen, machen wir so schön rundherum, und wir gehen rüber op, und dann rüber auf, langscht Bein. Wenn es bis bei 7 geht, gehen wir über 7, das nennt man an dem chinesischen Yoga Chungwixen, und dann rüber op. Okay, wenn bis bei Chung kommt, könnt ihr so wechseln. Wenn es nicht geht, dann geht er, wo es eben geht. Die letzte Kehr anatmen, ein Faust, ausatmen, rechts Faust auf die linke Schulter, anatmen, wir gehen Hand, Genick und dann rüber. Ausatmen, nur 4. Dreht das Linkbein bis ganz rauf, schon wichsen, wenn das geht, oder mir rup und dann rüber. Voilà. Das könnt ihr natürlich machen, so oft wie es geht. Ich meine, die Blut verstanden. Schön atmen, ganz relax. Spielt weit Lasersten am Block. Jetzt klappen, wir atmen so tief wie wir können, ausatmen so tief wie wir können. Mit der Nuss, das tut er schon ehren. Wir atmen mit der Nuss, wir essen mit dem Mund. Natürlich, wenn der Atem Schwierigkeiten hat, muss er das machen, wie er könnt. Ich kann nicht regeln, mit dem musst du aufpassen. Und das so machen, wie es für dich komfortabel ist. Okay? Und nun machen wir eine kleine Serie für die Knie. Okay? Also wir fangen nun mit massieren die Knie. Einfach versucht schon immer, also versucht ihr nicht so zu becken. Versucht zu machen, indem der Rücken schön richt bleibt. Ich weiß, das ist am Anfang ganz kompliziert, das kann weh tun. Wenn das ein Gewunsch, die muss ich noch holen. An aller Gelegenheit den Rücken so breit zu holen wie möglich. Schön massieren, das kann immer helfen, massiert doch. Quadriceps ein bisschen, geht gut. Wir bewegen uns nicht ganz viel in der Block. Okay. Und die Füße sind ungefähr 20 cm auseinander. Und wir haben 10 Bannenknie. Und nun versuchen wir mit den Händen Knie nach außen zu ziehen. Mehr Knie resistieren. Das heißt, die Hände drücken nach der Außenseite, am Knie drücken nach Bannen. Okay? Ich kann die Knie nicht bougieren. Das können die Bannen spüren, das als für die Knie, das stärkt die Knie. Okay? Konzentriere dich und ihr könnt wirklich auch Knie zusammenrappen als ganz Bein und ihr könnt sogar die Hüfte spüren, das Becken. Zieht sich schön zusammen, relax. Wir machen nach einem Kehr, also so nach einem Kehr, die Hände drücken nach außen, Knie nach Bannen. Okay? Und wir versuchen, den ganzen Körper, von den Zehen bis an den Becken, versuchen wir so zusammenzurappen. Okay? Also die Muskeln sind ganz stramm. Versuchen wir, die machen natürlich so stark wie ihr könnt.
Dat man dat Muskelen ankneen gesteckt. Alle. Wir man zu summen, wir atmen, vergiss nicht zu atmen, und wir loslassen. Tipptopp. Und dann atmen wir ein Kehr tief an und tief aus. Und dann ein Kehr tief an und tief aus. Okay, logen wir von Bannen naar buiten gemaakt, nu maken we van buiten naar bannen. Okay? Die twee handen bij de knieën. Wenn er nicht so weit kommt, weil der ein bisschen kurz sind, könnt ihr doch ein bisschen mehr machen. Ne? Die Übung ist dieselbe. Die muss spüren, dass wir die Knie stärken. Die Knie können wir ein bisschen heben mit der Zeit, aber muss ich nicht oft machen. Fangen nun, also Tann nach außen, strecken, Tann nach bannen, an die Knie drücken, Tann nach außen. Das gibt eine gewisse Resistenz. Und ich versichere dann auch, mein ganz Bein, Muskeln sind angezogen, der Spaken auch. Sorry für das Wort, ich habe besser gefunden. Relax. Und wir machen noch ein Kehr. Ganz relax. Tipptopp. Wir gehen ein bisschen, für ein bisschen zu relaxieren. Voilà, die Schultern noch ein bisschen. Versuch den ganzen Körper zu spüren. Und dann vielleicht nur oben, da versuch man wirklich zu strecken, eher die Lastübung machen. So wie wenn irgendjemand die Fangen gibt, nur oben ziehen, nicht so weit wie es geht. Und der Face ganz los auf den Boden, ganz relaxed. Also lösen wir auf. Okay, dann machen wir noch ein Fit für die Knie. Das tut dann als gesagt einfach aus, und passt auf, dass du musst es spüren. Und wirklich, geht nicht mehr weit wie ihr könnt. Okay, wir holen den rechten Fuß, der geht für uns, das linke Bein. Okay, ich gehe mal auf die Seite, dann ist es ein bisschen besser. So, nach ein Kehr, linke Bein, also der linke Fuß, als für den rechten Fuß. Und dann laufen sich nicht mit dem rechten Fuß, drücke ich noch viel. Und ich spüre die Knie. Und dann komme ich rum. Face also nehmen. Ich meine, ich mich geht an meinen Erklärungen, dass ich mit einem Kehr zusammen, den linken Fuß für den rechten Bein. Ganz einfach am Boden. Und ich strecke mit dem rechten Bein noch 4, der Fuß bleibt am Boden, der linke, die rechten hilft sich ein bisschen. Und ich spüre, wer an dem rechten Knie durchlässt. Dann komme ich rum. Der Mensch umgedreht, rechten Fuß, 4 um linken Fuß, ein bisschen gekreuzt, war möglich. Und dann drücke ich, die linke Fuß hilft sich ein bisschen, drücke noch 4 und ich spüre, wer am Knie lässt. Könnt ihr es spüren? Und ich komme rum. Mit einem Kehr auf der Seite, ganz relax, linke Fuß, 4 um rechten Fuß. Die 2 Fußgelenke sind überkreuzt. Und ich drücke die rechte Fuß noch 4. Dann hilft sich ein bisschen. Und ich komme rum. Spielt 2 Klassen. Ich kann es spüren bis an der rechte Hüfte. Und rum nicht überdrehen. Und nach ein Kehr, rechte Fuß, 4 um linken Fuß. Ich drücke, ich drücke, ich drücke. Und ich komme rum. Tipptopp hat das gemacht. Kom maar rum. Face een beetje naar beneden, rekker op Sherit. Proposeren eerst die lesübung, ook voor de knieën. Dus kun je ook een beetje voor de buik. Dem nou wie weit dat komt, oké? We vangen ganz los aan. We hebben dat linkbeen, andere hoofd. Rechts, andere hoofd. Vergiss nicht, direkt bleibt Sherit. Links rup, rechts rauf, und rup, und rauf. Dann ein Kehr ab,
Spielt Hüften, voilà, oppassen, wann der Fallschriften nutzt, du hast das Signal nicht mehr weit, wie du, wo es weh geht. Ihr könnt es machen, das verstärkt auch Ligament, verstärkt Ligamenter. Okay, lo weiß ich nicht, die Übung, die ich machen, das heute war just nicht mehr für ein bisschen zu Muskeln zu mobilisieren, anatmen, links rup, und dann versuche ich, die Knie an die Hand zu holen. Ist das okay für euch? Und dann zählen wir ein bisschen die Knie um. Okay, ich bin ganz flexibel, für mich ist es relativ einfach. Weil wenn das schwierig ist für euch, machen wir, ich weiß nicht, von der Seite, dann unter dem Bein und dann zählen wir ein bisschen um. Okay, dann nehmen wir 5 cm, das ist auch gut. Ich weiß nicht, ich finde, ich nur noch nach der anderen Seite direkt, also entweder dann runter um die Knie und dann zählen wir um. Wie gesagt, ich mache schon 40 Jahre Yoga, das tut können nicht die erste Kehr. Aber wenn 5 cm ist das auch gut, okay? Und wenn das nicht geht, das kann viel kommen bei ganz vielen Leuten, also die sind nicht ausnehmen, dann unter dem Bein und dann drücken wir los ab. Nicht übertreiben, dass wir das Hai die Hüfte spüren, okay? Und dann noch drauf. Ihr wisst, beim Mantra, dass das aufbricht, das ist, wenn wir ein bisschen stärken, oder ein Mann bevor. Wir machen nach ein Kehr, und dann versuchen wir oben ein bisschen zu haben, wenn möglich. Okay? Rup. Wie gesagt, entweder die Knie, und dann umziehen, oder, ich meine, nomadisch, innen, und dann ein bisschen rumdrücken. Das ist eine kleine Massage auch vom Bauch, versucht direkt so breit wie möglich zu haben. Yes, tipptopp, Männer, das. Wir versuchen 2, 3 Atemübungen nach oben zu machen. Vergiss nicht zu atmen, anatmen, ausatmen. Okay, also löst schön auf. Im Moment dann so. Spielt einen Unterschied zwischen der linken und der rechten Hüfte. Die einen haben es geschafft, die anderen Männer können das spüren oder nicht. Und wenn ihr so weit seid, machen wir die andere Seite. Wie gesagt, nach einem Kehr, für die ganz flexibel sind, wir sind alle ähnlich. Die einen sind besser wie die anderen, wir sind einfach ähnlich gebaut. Oder so. Und dann helfen wir, so weit es geht, der Regas Sherit, und wir atmen 3 oder 4 Mal. Ganz relax. Wenn es nicht geht, kommt er auf. Und tipptopp bleiben wir auf. Dann kommen wir in eine Position. Kein Sinn auf den Beinen. Und dann lassen wir alles nur 4 fallen. Und wir versuchen mit den Händen ein bisschen zu spielen, mit den Schultern. Wenn der Lust tut, auch die Füße ein bisschen, der Körper ist ganz locker. Ja, tipptopp, lasst alles locker. Ihr seid so wie eine Marionette. Ihr könnt ja so und nee am Käppchen, wenn Genick weh geht, nicht. Die Schultern sind ganz locker, alles ist ganz locker. Und ganz los kommen wir rauf. Der Regas Sherit, dann nach oben, und dann machen wir versuchen wir dann die nach oben gezogen, denkt ihr mit Marionette, dass irgendein den vierten zieht nach oben. Der geht immer mehr groß, immer mehr groß, immer mehr groß, immer mehr groß. Und dann bleibt er still. Wirklich, du so wie vierten, und du hast einen nach oben im Plafond, den zieht die vierten nach oben. Und dann immer rauf. Wir machen dann so, ein bisschen Relaxation. Dann hat es also ein bisschen wie sehr geklappt. Versucht wirklich, euch auf den Atem zu konzentrieren. Spürt der Face. Könnt ihr Zähne spüren. Face die schön am Boden. Gewicht ist gleich. Nur 4 an der Hand, nur links an der rechts. Könnt ihr das spüren. Wenn nicht, ist das auch noch egal.
könnt ihr den Kontakt vom Hünder am Stuhl spüren. Von den Händen mit den Beinen. Du siehst das ganz relax. Zähne sind also nicht. Oder so wie ein Vierter, die über das Gesicht geht und die alle Probleme, alle Sorgen bewäschelt. So wie an der Meeresschau. Vergiss nicht zu atmen. Aber sich just nehmen, zu spüren, durch Welt für ein, wo könnt Luft dran an der Nuss. Wenn das Nusslach, wenn am meisten benutzt wird, rechts oder links? Bei mir ist der drittste Black, das ändert sich ungefähr alle 2 Stunden. Hat das schon gemerkt oder nicht? Du siehst das nachher ganz relaxed. Hände sie ganz relaxed auf den Beinen. Könnt ihr erfangerisch spüren oder nicht? Daumen, zweiten, Medium, der Anfänger, Kleinempfänger. An der Luft vormreist, wie geht es mal? Physisch geht nachher etwas weh. Das ist bei chronischen Krankheiten nicht vermeidbar. Wie geht es mir psychologisch? Sind schnarme Rosen, geht mir besser? Viel mich erliegt oder nicht? Und also los, machen wir dann rum. So wie wir gehen abstehen, wir können Gapsel, Beinstrecke. So los, machen wir unsere Parat für abzustehen. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Bis ganz geschwind. Halt dich munter. Abwohl. Ciao, ciao. Merci.